Wir sind ganz neu an einem Ort gewesen, haben angezügelt und da kommt mein Sohn das erste Mal mit einem Freund heim. Und nach etwa 5 Minuten stürmt er zu mir ins Büro rein und sagt, Papi, ich brauche eine Bibel. Mein Freund kennt Jesus noch nicht, der muss unbedingt eine Bibel haben. Ja, ein bisschen zögerlich habe ich dann meinem Sohn so eine Bibel in die Hand gedrückt und denkt, ich muss heute Abend mit ihm schwätzen, weil ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das die beste Art ist, einfach jemandem eine Bibel zu schenken und letztendlich, was denken die Eltern nachher über uns, oder? Der Sohn geht da zu irgendwelchen neu angezügelten und was passiert, er kommt mit der Bibel heim. Und innerlich habe ich mir vorgenommen, heute Abend rede ich mit meinem Sohn über das, dass es vielleicht gescheiter wäre, ihn zuerst in die Jungsche einzuladen oder zuerst vielleicht einfach mal sonst über den Glauben ins Gespräch kommen und nicht ihm so fett eine Bibel an den Kopf anzurühren. Als ich über die Situation dann ein bisschen mehr nachgedacht habe, hat mich Jesus plötzlich angesprochen und gesagt, Michi, was machst jetzt du da? Vertraust du dem Wort Gottes nicht? Glaubst du, dass das Wort keine Kraft hat? Und ich mal, klar glaube ich, dass das Wort Kraft hat, wieso nicht? Und in dem Moment wird mir wie bewusst, ich hätte auch ganz anders reagieren können. Ich hätte auch reagieren und meinem Sohn sagen, komm, wir beten miteinander, dass die Bibel, die du verschenken willst, dass die richtig einschlägt, auch bei den Eltern noch Kreise zieht, Wellen wirft und dass der Power von Gott durch sein Wort einfach den Menschen berühren darf. Und das hat mich selber herausgefordert, wieder neu einfach zu glauben, dass das Wort selber kraftvoll ist. Und so habe ich dann das auch meinem Sohn gesagt und gesagt, es tut mir leid, ich habe zuerst gedacht, ich muss dir sagen, du hast das nicht so gut gemacht. Du bist mir ein riesen Vorbild geworden. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du mir da wieder neu gezeigt hast, die Bibel ist Wort Gottes. Die Bibel hat Kraft. Und wir müssen wieder lernen, mit dieser Bibel wirklich Menschen zu beschenken, im Vertrauen, dass sein Wort und der Heilige Geist das nachher braucht und Menschenherzen berührt werden können.